Generell aus soen, dat Einzelprojekte, die heute dran sind, wo wir abgerufen von unserem strammen und unkontrollierten Wachstum. Wir wissen alle nicht, mit dem System, wie es im Moment funktioniert, wo Lützeburg steuert an den nächsten Jahren, hier wäre dringend in überparteiliche Konsens zu finden, eine Art zukünftig, wenn das so will, für dem gerecht zu gehen. Wenn uns das nicht gelingt, da sind viele Projekte, die wir heute stimmen, mehr weil sie klein, und da muss man ihm noch stimmen. Aber irgendwann stoßen wir am Land an als Grenzen, und da so mir besser mir gucken, wo es geht, wie an den Jahren, wenn Probleme immer mehr groß gehen, und man weiß nicht mehr, wo es geht, und wo es steuert, und da geht es immer wesentlich mehr schwer. Die Großen als ein Projekte fanden als Selbststellung, mehr erlaubt man Einzelprojekte mit kritisch zu sehen. Da hat ein geneigter Bei von der Steuerverwaltung, da muss man sich fragen, ob es nicht manchmal eine Überlegung wert gewesen wäre, gesehen von der Entwicklung von unserem Wachstum, wie für nicht mit dezentral, bei uns der Staat in eine Geschichte abrichten. Wenn wir fertig, das noch nicht fertig, dann dürfen die Welt sehr klein sein, und dann fängt man immer ein Kehr an. Also nicht gerade Konzentration von allem an der Stadt, die den täglichen Verkehrskollaps provoziert. Hockt, wo alles vernetzt ist, spielt es keine Rolle mehr, wo die verschiedenen Services etabliert sind. Wir haben aber darauf, dass wir an den Regionen Antenne behalten, für eine direkt bürgernahe Beratung zu garantieren. Das Projekt Gonnering, Waldhaff, funktioniert nicht mehr, wenn man die ganze Trasse dreispurig ausgebaut wird, so steht alles hier am Stau rund um den Grengewald. Nebenbei bemerkt, wenn ich richtig informiert bin, was soll da ein Streckenradar kommen? Da muss man sich vorstellen, wenn da sowieso und damit ein Busspur kennt, dann nicht mit der wie wir gehen, dann hört am Funker die Streckenradar ja auch nicht viel Sinn. Und da muss ich gucken, ob ich dort nichts auf einen anderen Platz soll hinsetzen. Der Entlastungsschluss zuerst danach. Da muss ich sich vorstellen, ob das, was hier geplant ist, nicht mehr gepittelt ist. Wie von dem hockt die stramme Wachstum. Wäre da nicht die einzig valable Lesung, Bitburger Streck von der Sauerbrück am großen Bau ans Kartonnummer erste Nacht zu feiern und ab der Hecht von Lauterburg und nach 11 anzubauen. Den Tunnel Markusberg. Da hat die damalige Regierung, respektive Verwaltung, einen großen Fehler gemacht. Das war damals vorgesehen von den Ingenieuren, für da ein Rohrsystem zu machen, aber das dezidiert ging, ein Hufeisensystem zu machen, mit dem Resultat, dass es dauernd Probleme auf der Straße gibt. Los soll das da gemerkt gehen, was damals hat müsste gebaut gehen. Hockt allerdings, verbunden mit ganz viel Geld, ein größeres Problem am Verkehr. Er sorgt vor, von der Responsabilität unbedingt zu stellen. Was die 3 Projekte von Tram betrifft, da haben wir als RDR uns stark bedenken. Dafür werden wir uns auch beim Wort enthalten. Der RDR ist weiter davon überzeugt, dass der Tram der Staat mehr Probleme schafft, wie er da löst. Und das Problem von der Pendler löst er schon gar nicht. Da werden wir an unserem Wahlprogramm festgehalten, dass kein Weg der Plan für einen Ausbau vom Tram sollen auf den Tisch kommen, ehe das aktuelle Projekt realisiert ist. Dünner soll dann ein unabhängig Etude für an Modeller belichten von einer festen Schienenverbindung. Auch wenn es von einer Verkehrsmittel angeht, muss hier rangeholt gehen, ihr neue Projekte geschaffen gehen. Was den Serientram auf der A4 betrifft, da sind wir auch für eine Direktverbindung, aber wir fördern häufig eine Impaktstudie für ein Monorail von Erjanstadt. Das ist in unseren Augen eine seriöse Alternative,
wesentlich mehr billig, geben wir Mengen, als sie bit, und das ist das Wichtigste, viel mehr Angriffe hat Natur. Was die einzelnen Sicherheitsmesuren auf der Nordstraße betrifft, speziell Köppenhaft, an der Kloostelt, an der sogenannten Lippstadelt, da hoffen wir, am drohenden Wunsch, dass die so ausgebaut gehen, dass bei einem feierspurigen Ausbau von der Nordstraße das ermöglicht ist, an dem Ausbau los schon Rechnung gedroht wird. Denn der war bleibt dafür, dass die Nordstraße soll auf der ganzen Länge zweimal zweispurig ausgebaut gehen. Aber wenn wir nur bei der Nordstraße sind, wollte ich darauf Folgendes aufmerksam machen. Bei einer Frohstunde 6. Juli 2007 in der Chambre über die Nordstraße. Herr Englen erlaubt, dass Herr Bausch ein vorstellt. Ich habe nicht viel Zeit. Bei einer Frohstunde. Stellen dann froh, du da kann mir antworten. Wann nicht nur geantwortet hat, hätte ich verstanden. Der 6. Juli. Bei einer frohen Stunde 6. Juli 2017 hier an der Chambre über die Nordstraße, speziell was Strecke zwischen Kolmar-Bierg und dem Friedhof betrifft, hat der Herr Minister Demos geantwortet, du hättest eine Lesung von vielleicht Stellungsgrübungen zu schiefern zu kommen. Straßenbauverwaltung wäre am Gang in APD auszuschaffen. Und es gibt Durchblicke gelos, dass das Gesetzesprojekt für den vom Jahr 2017 kein fertig sind. Oktober 2019 an mein froh als wenig kann das ein Projekt an der Chambre deponiert gehen.